In der Stille hat Jesus Kraft gewonnen für sein Unterwegssein. Aus dieser Zeit mit seinem Vater, mit Gott, hat er Kraft gewonnen für seine Herausforderungen, für seinen Alltag. Und die Kraft der Stille ist heute eher die Herausforderung der Stille. Oder zumindest für viele. Aber so wie Jesus in eigentlich jedem Lebensbereich, ist er auch in diesem Bereich uns vorangegangen und hat uns gezeigt, was wir aus dieser Zeit gewinnen können. Und dass der Ort der Stille auch ein Ort der positiven Einsamkeit, der Abgeschiedenheit, vom Rückzug sein kann. Ein Ort der tiefen Gottesbegegnung. Und manchmal kann es sogar noch mehr als eine Kraftquelle sein. Sondern es kann ein Ort der Herausforderung sein. Unser Herz ist manchmal wie so aufgewühltes Wasser. Müssen wir uns ein bisschen gedulden, bis es da richtig aufgewühlt ist. Und in unserem Alltag, in dem, was läuft, versuchen wir das manchmal ein bisschen zu verdecken, nicht daran zu denken, uns abzulenken mit vielem anderem. Und der Reto hat das letzte Woche so schön gezeigt. Wenn wir aber zur Ruhe kommen, in die Stille kommen, dann wird auch etwas immer klarer. Es fängt sich an herauszukristallisieren, wo das es herausfordernd ist in unserem Leben. Wo das es dran ist, etwas zu klären oder etwas neu zu ordnen. Aber es kann noch mehr passieren in dieser Stille. In der Stille wirkt Gottes Wort, die Bibel, in einer besonderen Kraft. Es informiert uns nicht einfach über Gottes Wesen, sondern es hat Kraft, uns zu verändern. Es hat Kraft, um uns zu färben. Im Psalm 1, 2-3 werden wir eingeladen auf so eine tiefe Begegnung mit Gott. Glücklich ist, wer Freude hat am Gesetz des Herrn und darüber nachdenkt Tag und Nacht. Er ist wie ein Baum, der nah am Wasser gepflanzt ist, der Frucht trägt Jahr für Jahr und dessen Blätter nie verwelken. Was er sich vornimmt, das gelingt. Wir werden ermutigt, in so eine konstante Gottesbegegnung hineingehen. Wer darüber nachdenkt, Tag und Nacht, das ist recht viel Nachdenken. Wieso tut die Bibel das Nachdenken so fest betonen? Wieso ist das so wichtig? Weil diese Worte unser Innerstes formen können. Weil Gott durch die Bibel in uns Veränderung schaffen will. Weil wir durch die Bibel seinen Willen für unser Leben besser kennenlernen dürfen. Weil es uns Orientierung und Hilfe für unser Leben gibt. Glücklich ist, wer Freude hat am Gesetz des Herrn und darüber nachdenkt Tag und Nacht. Das Wort Nachdenken heisst Haga und ist aus dem Ursprungstext übersetzt murmeln, kauen, knurren sogar. Also es ist nicht einfach nur so schnell durchlesen, sondern es ist so richtig die Worte bewegen, sie vor uns aufsagen, dass sie so richtig verinnerlicht werden bei uns. Es ist eine Art von die Bibel meditieren, damit wir ihn immer besser verstehen können. Dass wir sein Wesen und seine Gedanken kennenlernen und uns auf die fokussieren. Es geht darum, die Worte einzuprägen, zu wiederholen, mitzutragen. Und das regelmäßige an das Denken, das hilft unserem Hirn, um neue Verbindungen zu schaffen. Es verändert, wie wir fühlen, wie wir handeln. Wenn wir zum Beispiel ununterbrochen unsere Sorgen wiederholen, dann trainieren wir in unserem Hirn die Angst. Wenn wir ständig Selbstanklagen vor uns hinmurmeln, ist unser Herz geprägt von Scham. Aber wenn wir Gottes Wort vor uns hinmurmeln, das verinnerlichen, auf diesen Wort herumkatschen, dann dürfen wir Gottes Wesen besser kennenlernen. Dann dürfen wir seine Worte verinnerlichen. Und wir sehen das an verschiedenen Beispielen in der Bibel. Die Maria, die Mutter von Jesus, die hat das auch gemacht. Sie hat Botschaften gehört und hat die nicht einfach
gerade wieder vergessen, sondern sie hat angefangen, über die intensiv nachzudenken. Sie hat die Botschaft nicht loslassen und es steht, dass sie in ihrem Herz bewahrt hat. Und auch die Wüstenväter haben das praktiziert. Sie haben einen Vers genommen und den stundenlang wiederholt, bis er in ihrem Inneren angekommen ist. Und das hat sie angefangen zu verändern. Nicht durch Aktivismus, sondern durch die Kraft, die die Bibel hat. Wohin gehen unsere Gedanken, wenn es bei uns ruhig wird? Was sind Worte, die wir jeden Tag vor uns hermurmeln? Sind es Sorgen, Selbstzweifel, Nachrichten? Oder sind es Gottes Wahrheiten, die wir über unser Leben aussprechen? Ist Gottes Wort unsere innere Stimme, die uns formt? Dass wir verwurzelt sein, standhaft sein, Frucht bringen. Dass wir für andere ein Segen sein. Das Wasser ist inzwischen still geworden. Es hat sich abgetrennt von dem, was vorher so aufgewirbelt war. Und das Bild geht aber noch weiter. Ich habe hier einen Teebeutel und wenn der einfach da ist, dann passiert nicht mega viel. Wenn ich ihn auspacke und kurz reindunke, passiert auch noch nicht mega viel. Aber was passiert, wenn ich ihn da rein tue und da drin ziehen lasse, das wissen wir, glaube ich, alle. Es geht einen Moment, aber dann wird das Wasser mehr und mehr die Farbe annehmen. Es wird mehr und mehr anfangen, so zu schmücken. Der Teebeutel hat die Kraft, das Wasser zu färben. So wie die Bibel die Kraft hat, uns das Innerste zu färben, uns zu verändern, uns ein Aroma zu geben. Und oft passiert das eben leider nicht, indem wir es einfach schnell als Bibel-App antippt oder einmal querlesen, sondern es verändert uns eben genau dann, wie der Psalm 1 sagt, wenn wir darüber nachdenken, Tag und Nacht. Aber wir wissen alle, dass darüber nachdenken, das ist nicht ganz so einfach, weil wenn ich vor dem Einschlafen meine Gedanken Raum gebe, dann sind es nicht Bibelverse, die bei mir in den Kopf kommen, sondern dann denke ich über Situationen an, wo der Tag durch passiert ist, wo ich gedacht habe, dort hätte ich besser reagieren können oder das muss ich morgen noch machen. Und all meine To-Dos kommen in den Kopf, aber ich denke nicht über die Bibelverse Tag und Nacht nach. Wir leben in einer Welt voller Wörter und Nachrichten und Posts. Und all das prasselt so jeden Tag auf uns rein. Und ganz ehrlich, ich finde es mega schwierig, die Bibel dann nicht einfach als weiteren Informationsfluss zu brauchen, um mir mehr Wissen aneignen, sondern so wirklich drin verweilen. Aber Gott verspricht uns, aus dieser Intimität mit ihm, aus dieser Ruhe, aus dieser Stille mit ihm, entsteht viel Gutes. Im Josua 1,8 sagt er zum Josua: Sag dir die Gebote immer wieder auf. Denke Tag und Nacht über sie nach, damit du dein Leben ganz nach ihnen ausrichtest. Dann wird dir alles gelingen, was du vornimmst. Was aus dieser Zeit mit Gott entsteht, das ist gut. Nicht, weil wir machen und uns anstrengen und bemühen, sondern weil wir verbunden sind. Weil wir in dieser Intimität mit Gott sind. Weil wir Gott die Möglichkeit geben, unser Wesen zu verändern, seinen Willen kennenzulernen über unserem Leben, uns zu färben. Und wenn wir in der Bibel durchschauen, dann finden wir mega viele Verse, die die Bibel so richtig schmackhaft machen. Im Hebräer 4,12 steht: Denn Gottes Wort ist lebendig und wirksam, viel schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Und auch im Psalm 119, der zeigt immer wieder die Schönheit und Kraft von Gott auf. Und dort steht im Vers 103: Dein Wort ist meine Lieblingsspeise. Es ist süßer als der beste Honig. Und Vers 105: Eine Leuchte für mein Fuß ist dein Wort, ein Licht für meinen Pfad.
Es ist so vielversprechend. Es macht so lustig, sich damit auseinanderzusetzen. Es kann unser Leben so unglaublich bereichern. Die Bibel hat die Kraft, uns zu verändern. Manchmal ganz bewusst, aber zum Teil auch mega unterbewusst. Vielleicht indem sie auf das Mal in uns einen Wunsch auslöst, um nach dem Göttlichen zu streben. Indem sie uns Kraft und Inspiration gibt, nach Gottes Willen zu leben. Jesus ähnlicher werden. Wenn ich das Wort von Gott in mich hineinlasse, dem Raum gebe, dann werde ich seiner Gestalt, seinem Wesen ähnlicher. Ich werde das Aroma annehmen. Der Paulus schreibt in 2. Timotheus 3,16, denn die ganze Heilige Schrift ist von Gott eingegeben. Sie soll uns unterweisen, sie hilft uns, unsere Schuld einzusehen, wieder auf den richtigen Weg zu kommen und so zu leben, wie es Gott gefällt. Das Bibellesen ist so wie ein Luftholen. Ein Ort, wo wir Kraft und Freude tanken können. Ein Ort, wo wir auch lernen können, uns hinterfragen zu lassen. Es ist ein unglaubliches Buch mit so viel Kraft und trotzdem fällt es schwer, um das so zu integrieren in den Alltag, in unseren gefühlten Alltag schon drin hineinzunehmen. Und so haben wir auch in unserer Small Group gefunden, hey, wir wollen das mehr praktizieren, wir wollen mehr das Bibelraum in unserem Leben. Und haben angefangen, einen neuen Gruppenchat erstellt und haben angefangen, immer wenn wir Bibel gelesen haben, ein Foto hineinschicken. Nicht um irgendwie bluffen, wie viel wir Bibel lesen, sondern zum Inspirieren, zum einander anstecken, zum einander erinnern. Oftmals, wenn ich am Morgen jetzt aufwache, ist eine der Nachrichten, die ich auf meinem Handy habe, jemand, der am Bibel lesen ist. Und es begeistert, es steckt an. Und gerade letzte Woche ist mir dann etwas passiert. Ich habe ein Foto geschickt, für das brauche ich ja mein Handy. Und dann sind etwa 10 Minuten vergangen und ich war immer noch an meinem Handy. Nicht mehr am Foto schicken, sondern ich war auf Insta. Und ich habe es gar nicht richtig gecheckt, dass das passiert ist. Ich bin einfach dort in aller Ruhe am Durchscrollen und auf einmal merke ich so, oh Scheibe, jetzt bin ich voll hängen geblieben. Und dann, die Zeit war halt schon fortgeschritten und ich konnte nur noch durch meine Kapitel durchrasen. Ich hatte keine Zeit mehr, um der Bibel mega den Raum zu geben. Der Josiah Quinn hat einen Song geschrieben, «Das die Bible». Und der Song startet, «We got dust on our Bible and brand new iPhones. No wonder why we feel this way.» Wir haben Staub auf unseren Bibeln, brandneue iPhone. Kein Wunder, dass wir uns so fühlen. Und ich finde die Gegenüberstellung mega spannend. Sie ist natürlich ein bisschen überspitzt. iPhones sind nicht per se schlecht. Wir haben ja auch viel Gutes drauf, wie unsere Bibel-App und Predigten und die GVC-App, wo wir immer wieder uns auch bereichern lassen. Also das meine ich wirklich so. Dass wir auch dort drauf viel Gutes haben, das uns in unserem Glauben weiterbringen kann. Aber das Bild zeigt so eine Realität auf. Vieles in unserem Alltag, das glänzt. Es zieht unsere Aufmerksamkeit an. Und nebst dem bleibt die Bibel manchmal einfach ein bisschen verstaubt dort. Nicht, weil sie uninteressant wäre, aber weil es nicht so laut ruft. Nicht Push-Nachrichten kommen. Und genau dort hat es eine Sehnsucht angefangen zu wecken in mir. Was würde passieren mit unserem Leben, mit uns, wenn wir dem Buch wieder mehr Raum geben würden? Wenn wir uns so drin verlieren, wie ich mich beim Scrollen am Morgen auf Instagram verloren habe. Ich will lernen, die Bibel lieben. Und ich sage bewusst lernen. Ich weiss, als ich Teenie war, habe ich immer gedacht, ja, wenn ich dann älter bin, dann fällt es mir sicher mega leicht, die Bibel regelmäßig zu lesen. Und dann bin ich älter geworden und habe gemerkt, dass es nicht unbedingt viel leichter ist und die Zeit ist nicht auf das Mal da, sondern dass ich lernen priorisieren muss. Dass ich lernen mir bewusst die Zeit zu nehmen. Und es ist nicht so, dass nachher von heute auf morgen auf das Mal jedes Mal voll Spass gemacht hat,
sondern ich habe auch bis jetzt immer noch Momente, wo ich so denke, oh, jetzt muss ich auch noch Bibel lesen. Und gleichzeitig im Rückblick merke ich immer, wie es mir gut tut. Wie es längerfristig etwas anfängt zu verändern. Eben vielleicht ganz im Kleinen. Nicht, dass meine Reaktionen zum Beispiel meinen Mitmenschen gegenüber immer super werden, aber dass ich vielleicht auf einmal merke, das ist jetzt eben nicht so eine gute Reaktion gewesen. Weil ich durfte Gottes Wesen kennenlernen durch das Lesen. Ihm wollen ähnlicher werden durch das Lesen. Und bei mir gibt es noch ganz viel Luft nach oben in dem Bibelmeditationsmodus. Ich bin eher noch im Bibel-Durchlesen-Modus und so möglichst viel Wissen aneignen. Und es fällt mir schwer, die Bibel auch einfach mal geniessen. Die Worte eben so richtig in mir ziehen lassen und mich färben und verändern lassen. Weil, wie ich am Anfang gesagt habe, die Ruhe manchmal eben schon herausfordert. Zum Glück sind wir ja wie in so vielem nicht die Ersten, die so etwas in unseren Alltag einbauen wollen. Und so gibt es ganz viele, die schon mit dem gestartet haben, die Wege gefunden haben, wie es ihnen hilft, das in ihrem Alltag einzubauen. So Ruhemoment mit der Bibel. Und so kann etwas ganz praktisch Kleines sein, dass wir zum Beispiel Post-it-Zettel schreiben und die irgendwo anhängen. Nirgends, wo wir viele in unserem Alltag durchgehen. Zum Beispiel an den Spiegelschrank im Badzimmer. Und wenn wir am Zähneputzen sind, können wir die Verse oder den Vers oder vielleicht auch nur ein Wort durchlesen. So richtig in uns ziehen lassen. Fragen, was Gott uns durch das Wort sagen will. Oder vielleicht bei der Ausgangstür, dass wir den Zettel mitnehmen. Oder einfach bevor wir rausgehen, dass wir den lesen. Und so gibt es viele verschiedene Wege, die uns so helfen können. Und unter anderem auch Lectio Divina. Lectio Divina ist latinisch und heisst göttliche oder heilige Lesung. Und es ist eine traditionelle Methode für eben so eine biblische Meditation. In der Praxis sind das typischerweise so 5 Schritte. Zuerst lesen, also den Text aufnehmen, anhören, welches Wort springt mir entgegen. Dann nachsinnen, darüber nachdenken, das Wort so richtig kauen, verinnerlichen, wie es eben im Psalm 1 steht. Das Wort wiederholen, den Teebeutel ziehen lassen. Dann als drittes das Gebet, um in einen Dialog mit Gott zu kommen, ihm die Sachen entgegenbringen, die uns vielleicht gerade in den ersten 2 Schritten aufgekommen sind. Ihn fragen, was er uns damit sagen will, was er uns damit lehren will, über ihn selber, über sein Wesen. Das 4. ist Schweigen, im Stillen einfach vor Gott sein, nichts machen. Und der letzte ist das Handeln, um das Gelesene in unseren Alltag irgendwie zu integrieren, herauszufinden, wo das Teil werden kann von unserem Leben. Und so hilft uns so eine Übung, um eben die Bibel nicht nur als Wissensquelle zu nutzen, sondern auch als Quelle für so eine tiefe, innige, intime Beziehung. Es kann uns helfen, zur Ruhe zu kommen. Es kann uns helfen, uns in unserer Aufmerksamkeit zu lernen. Das Gelesene in unseren Alltag integrieren. Und vielleicht denkst du jetzt, ich habe schon so oft die Bibel gelesen, aber ich spüre einfach nichts, das passiert einfach so wenig. Und ich glaube, so Gedanken sind normal, kennt vermutlich fast jeder von uns. Aber eben wie auch da, der Teebeutel ist schon eine Weile drin. Und immer wenn ich ihn nochmal bewege, kommt nochmal ein bisschen mehr Farbe oder Geschmack davon weg. Es braucht Zeit, bis die Worte so richtig in uns ankommen. Bis wir anfangen zu begreifen, was das dann bedeutet. Aber ich glaube, es wird uns helfen in unserem Umgang mit anderen. Es wird uns helfen in unserer Hoffnung, in unserer Geduld, die wir in unserem Leben haben. Es wird uns helfen, ihn immer besser kennenzulernen. Wir werden das Lectio Divina jetzt zusammen ausprobieren. Und ich möchte euch ermutigen, euch die Zeit zu nehmen
oder euch darauf einzulassen, auf diese Stille. Und vielleicht könnt ihr das auch mal daheim ausprobieren. Nicht gar mit 10 Minuten starten, sondern einfach mal 1 Minute. Ich finde das schon herausfordernd. Mal ruhig sein und eben versuchen, nichts zu denken. Das ist schwierig. Ich gehe da wieder über in unser Wohnzimmer. Und ihr dürft es euch auch mal bequem machen. Ich werde euch immer wieder zwischendurch einen Vers vorlesen und euch dann auch durch die 5 Schritte durchführen. Und wir werden uns immer wieder Zeit nehmen, um ruhig zu sein. Und vielleicht kann das ein bisschen unangenehm sein, in einem Raum mit so vielen Leuten. Deine Gedanken kommen auf. Aber ich möchte euch ermutigen, euch auf das einzulassen und das mal auszuprobieren. Dem Wort die Chance geben, etwas in euch hinein zu bewegen. Psalm 23, 1-3. Der Herr ist mein Hirte. Nichts wird mir fehlen. Er weidet mich auf saftigen Wiesen und führt mich zu frischen Quellen. Er gibt mir neue Kraft. Er leitet mich auf sicheren Wegen und macht seinem Namen damit alle Ehre. Wir nehmen uns Zeit, um den Vers zu studieren. Welcher Ausdruck, welches Wort spricht euch an? Wohin gehen eure Gedanken, wenn ihr den Vers durchleset? Der Herr ist mein Hirte. Nichts wird mir fehlen. Er weidet mich auf saftigen Wiesen und führt mich zu frischen Quellen. Er gibt mir neue Kraft. Er leitet mich auf sicheren Wegen und macht seinem Namen damit alle Ehre. Geht diesen Wort nochmal nach. Warum spricht euch genau das Wort an? Was könnte es bedeuten für euch? Kaut so richtig auf diesen Wort herum, bewegen sie euren Gedanken in eurem Herz. Der Herr ist mein Hirte. Nichts wird mir fehlen. Er weidet mich auf saftigen Wiesen und führt mich zu frischen Quellen. Er gibt mir neue Kraft. Er leitet mich auf sicheren Wegen und macht seinem Namen damit alle Ehre. Der Herr ist mein Hirte. Nichts wird mir fehlen.
Er weidet mich auf saftigen Wiesen und führt mich zu frischen Quellen. Er gibt mir neue Kraft. Er leitet mich auf sicheren Wegen und macht seinem Namen damit alle Ehre. Wir können das, was uns angesprochen hat, jetzt in ein Gebet umwandeln. Vielleicht ist es ein Dank, eine Bitte, ein Lob, ein Flehen. Ganz egal, ob ihr das in Gedanken macht oder leislich vor euch hinflüstert. Wir können uns Zeit nehmen, um mit Gott über das zu reden, was uns bewegt. Der Herr ist mein Hirte. Nichts wird mir fehlen. Er weidet mich auf saftigen Wiesen und führt mich zu frischen Quellen. Er gibt mir neue Kraft. Er leitet mich auf sicheren Wegen und macht seinem Namen damit alle Ehre. Wir wollen versuchen, nochmal in Gottes Gegenwart so ganz still zu werden. Ohne Wort, ohne Gedanken, einfach bei ihm sein. Und es ist normal, dass Gedanken werden kommen oder dass wir irgendwo abschweifen. Und dort kann es helfen, um so einen Satz parat zu haben. Zum Beispiel, Jesus, ich bin da. Wo man immer wieder wiederholen kann, um sich zurück in diese Stille zu bringen. Um die Gedanken auf die Seite zu tun und uns auf den Moment, auf die Stille fokussieren. Der Herr ist mein Hirte. Nichts wird mir fehlen. Er weidet mich auf saftigen Wiesen und führt mich zu frischen Quellen. Er gibt mir neue Kraft. Er leitet mich auf sicheren Wegen und macht seinem Namen damit alle Ehre. Wir können uns
überlegen, welche kleinen oder grossen Schritte jetzt dran sind. Vielleicht ganz eine konkrete Tat. Vielleicht neues Vertrauen, das wir in die neue Woche nehmen wollen. Eine Entscheidung. Oder vielleicht auch eine Haltung für in unserem Alltag. Der Herr ist mein Hirte. Nichts wird mir fehlen. Er weidet mich auf saftigen Wiesen und führt mich zu frischen Quellen. Er gibt mir neue Kraft. Er leitet mich auf sicheren Wegen und macht seinem Namen damit alle Ehre. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du uns so ein wunderbares Buch gegeben hast, das uns prägen und leiten kann. Und ich bitte dich, dass wir immer mehr lernen dürfen, uns färben zu lassen von dem. Die Worte so richtig in uns versinken zu lassen. Uns auf denen umkauen. Ich danke dir, dass du es so gut meinst mit uns, dass du der gute Hirt bist. Und ich bitte dich, dass das gerade in den kommenden Wochen uns begleiten darf, dass die Worte uns nachholen dürfen, dass wir sie in unseren Herzen bewahren. Amen.